Hey, jetzt haben wir etwas vorbereitet für euch. Also willkommen sein hat ja auch mit Wissen zu tun, mit Information. Es gibt nichts Blödes, oder? Wenn du an einen Ort herkommst und du bist neu und du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung und es sagt dir auch niemand und es ist auch nichts angeschrieben und sowieso will niemand mit dir reden und so weiter. Willkommen sein. Anschluss finden hat auch viel mit Information zu tun. Mit Wissen, was, wie, wo, wer, wenn. Gibt es noch ein anderes W, das man brauchen kann? Ich weiß gar nicht. Das ist wichtig. Und das klingt uns da und dort schon. Wir haben ein paar Mal den nächsten Test gehört. Das ist der Ort. Darum sagen wir es jeden Sonntag. Ich weiss, wir können es nicht mehr hören. Trotzdem sagen wir es jeden Sonntag. Langsam können wir es so sagen. Es verhaspelt nicht mehr jedes Mal, oder? Wir sagen es jeden Sonntag, weil uns wichtig ist, dass jede Person, die da reinkommt und das erste Mal da ist, weiss, wenn ich gerade keinen Anschluss finde am nächsten Desk, ist der Ort, da wird sich um mich gekümmert. Aber es wird nicht länger, das ist mir auch klar. Und doch ist es uns wichtig. Am letzten Church Night haben wir etwas angekündigt. Wir haben gesagt, wir werden etwas schaffen, wo wir miteinander werden können in Kontakt kommen auf eine andere Art und Weise, wie wir es vielleicht jetzt machen. Das heisst nicht, dass ihr aufhören mit dem, was ihr jetzt schon macht. Es gibt aber jetzt noch eine neue Möglichkeit. Wir haben gesagt, es gibt so eine Art Plattform, wo wir alle können, unsere Infos rein tun, wo wir auch als GVC offiziell unsere Infos rein tun können und jeder hat Zugriff darauf. Es gibt eine GVC Winterthur App. Und die ist bereits online. Es sind schon ein paar Leute drauf. Es ist nicht die App, die wir vor ein paar Jahren mal angekündigt haben. Das hat nicht so funktioniert. Das Projekt haben wir auch wieder abbrechen. Wir haben jetzt etwas Neues. Nicht so neu, dass wir die Ersten sind, die es testen, aber so neu, dass es modern ist, dass es aktuell ist. Es ist aber schon geprüft und es funktioniert. Und wir dürfen euch die heute vorstellen, die GVC-App. Und das ist nicht das da, sondern die kommt jetzt da. Die sieht so aus. Über einen QR-Code könnt ihr sie herunterladen. Ihr könnt auch auf Google Play Store oder auf den App Store einfach GVC Winterthur suchen. Das ist unsere GVC Winterthur App. Die findet auch GVC Zürich Oberland. Das ist schon ein bisschen länger drauf als wir. Und man findet es ganz einfach, wenn man es sucht, dann findet man es. Oder man nimmt da eben den QR-Code oder was auch immer. Sie ist gratis. Und sie macht dein Handy nicht kaputt. Das mal so einfach, dass wir das geklärt haben. Das ist auch nicht irgendein Spam oder was auch immer, sondern GVC Winterthur ist offiziell etwas von uns. Die App hilft uns zum Kommunizieren, dass eben genau die richtige Information an den richtigen Ort kommt. Auch für die Leute, die nicht wissen, wo ganz genau sich müssen anhängen müssen. Du bekommst mit, was läuft da drauf. Du kannst dich vernetzen, je nach Interesse. Jetzt gibt es ja doch durchaus verschiedene Interessen da bei uns in Kirche. Es gibt verschiedene Gefäße, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Communities. Und nicht alles interessiert mich brennend. Du kannst einstellen, was dich interessiert und du wirst vernetzt mit den Menschen, die das gleiche Interesse haben. Es hilft auch zum Kommunizieren untereinander. Also nicht nur offizielle Kirche, also so mehr oder zu allen, die da ein- und ausgehen, sondern auch untereinander. Und man kann sogar neue Leute kennenlernen. Auch wenn es elektronisch ist, ist immer cool, wenn man sie auch noch in Fleisch und Blut sieht. Aber du merkst plötzlich, wer da alles drin ist und rum ist. Und das gibt sicher auch coole Online-Begegnungen, die man dann auch offline weiterführen kann. Wir geben euch heute einen kleinen Überblick. Ich hoffe, die Hälfte ist schon abgeladen. Und sonst, der QR-Code ist immer noch da. Ihr dürft das Handy vornehmen, während wir am Reden sind. Das ist kein Problem. Ich habe mein Handy auch vorgenommen. Von dem her sind wir heute ein bisschen am Handy zusammen. Genau. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen und ein paar Funktionen erklären. Wir können euch längst nicht alles erklären, aber dass ihr ein bisschen herausspürt, was man überhaupt auf dieser App machen kann. Jetzt ganz am Anfang, es sieht ungefähr so aus, wenn ihr drauf geht. Und ihr habt da unten 4 so wichtige Filterbalken, was auch immer. Das ganz links sind Nachrichten. Also der Timon hat mit mir geschrieben, hat geschrieben, «Hoi Andrina,
Das erscheint jetzt dort auf dem Nachrichtenfenster. Du kannst mit einzelnen Leuten chatten, du kannst aber auch mit Gruppen chatten. Der Timon hat auch mit sich selber noch geschrieben, das ist auch ganz schön. Falls du dort eine neue Plattform brauchst. Ich habe mich ganz neu kennengelernt. Genau. Auf der Nachrichtenfunktion kannst du mit Leuten austauschen, in Gruppen und einzeln. Bei der Kalenderfunktion, das ist der Kalender von der GVC Winterthur. Da findest du alle aktuellen Termine, Anlässe, Events, wo wir veranstalten, das Gleiche wie auf der Agenda, aber halt einfach auch auf der App. Liebe MyChurch, ich glaube, ihr sitzt dort oben, viele von euch. Es ist leider noch nicht die MyChurch-Agenda da drauf. Wir müssen noch auf die Agenda auf der Homepage. Vielleicht, hoffentlich, kommt sie dann auch noch da drauf. Aber mal alle GVC Winterthur-Events. Dann der Home-Button. Das ist eigentlich, wenn du mich fragst, fast die wichtigste Seite. Die Seite hat verschiedene Aspekte. Einerseits ist es so ein bisschen unsere offizielle Kommunikationsseite. Wenn wir von der GVC Winti sagen, hey, da gibt es etwas, was wir euch unbedingt mitteilen wollen, dann erscheint das auf dem Homescreen. Zum Beispiel haben wir geschrieben, Church Night findet heute statt. Schön, habt ihr das alle auch sonst gewusst, aber jetzt könnt ihr das ja in dieser App sehen. Ihr seht auch immer, wenn es einen Stern hat, der ist jetzt leider überdeckt, aber da hat es so Sterne, dann ist das offiziell von unserer Seite. Ihr könnt das hier auch filtern. Also, offizielle Kommunikationsseite von unserer Seite, erstens auf dem Homescreen. Zweitens, der Timon wird das nachher erklären, man kann so Gruppen beitreten, Interessensgruppen beitreten. Ich rede immer für die MyChurch. MyChurch treten durch die MyChurch-Gruppe bei und ihr seht dann hier auf dem Homescreen auch die Beiträge von der entsprechenden Gruppe, wo ihr beitreten sind. Und das Dritte ist, ihr könnt persönliche Sachen, also persönlich, nicht zu persönlich, aber Sachen posten und ihr findet, das muss die ganze GVC Winti wissen. Darum, nicht zu persönlich vielleicht, ich glaube, da ist das der bessere Rahmen, aber wenn ihr da etwas möchtet posten. Die 3 Sachen sind auf dem Homescreen. Erstens, offizielle Kommunikation von unserer Seite. Zweitens, Beiträge von Gruppen, wo ihr Teil davon sind. Und drittens, Sachen von Leuten da unter uns, die finden, ich möchte etwas teilen mit allen. Dann haben wir hier unten rechts noch die Gruppen. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, verschiedene Interessen, die sich hier treffen. Das ist einfach, eine Gruppe ist nicht eine Small Group jetzt bei uns. Wir reden von den Small Groups, von den Groups, das ist so ein besetzter Name. Eine Gruppe heisst einfach eine Anzahl von Menschen, die sich um das gleiche Interesse schart, jetzt hier in diesem Zusammenhang. Das sind aber auch Groups, das sind unsere GVC Groups, das sind aber vielleicht auch Teams, das sind vielleicht mal so ein bisschen Communities, so 2 Plus Community oder so, wo man hier sieht, wo sich da können, sage ich mal, treffen und austauschen. Es gibt 2 Arten von Gruppen. Es gibt die offenen Gruppen, das sagt nichts über die Menschen aus, das ist ein technischer Begriff, der heisst, jeder kann dieser Gruppe beitreten. Also ich kann in die offene 55-Plus-Gruppe, ich fühle mich noch ein bisschen jung, aber ich mache jetzt das mal, und ich kann hier einfach beitreten. Zack, da bin ich. Der Manu ist auch da. Und der Johannes ist auch da und ich bin auch schon da. Ich habe 2 Accounts. Der eine ist Admin, der ploppt jetzt die ganze Zeit auf und ab da. Ich habe jetzt extra einen privaten Account gemacht. Ich kann hier auch wieder raus, wenn es mir zu bunt wird. Dann bin ich frei, um die Gruppe wieder zu verlassen. Also, das ist nicht für immer da drin, oder? Genau. Dann gibt es die geschlossene Gruppe. Zum Beispiel das Connect Business Team. Das ist das Team, das Connect Business leitet. Oder zum Beispiel Staff. Mit diesem Staff haben wir da ein Team. Da. Das ist eigentlich unser Chat. Das ist unser Gruppenchat. Und du dürftest jetzt probieren, da reinzukommen, kommst aber nicht. Du kannst dir hier den Beitritt beantragen, du wirst ihn aber auch nicht bekommen. Aber vielleicht bist ja du neu im sagen wir da, Passion Group Gebet und man hat dich noch nicht reingelassen. Dann kannst du einfach hier drauf und um Einlass bitten und dann lädt man dich rein. Die geschlossene Gruppe, das ist wichtig, das sind geschützte Bereiche, nicht weil es geheim ist, sondern weil es eben unser WhatsApp-Chat, da sieht ja nicht jeder rein, oder? Oder zum Beispiel deine Small Group. Ja, lass uns die geschlossen behalten, dass nicht alle alles von ganzen GVC mitgehören.
Wenn du da reinkommst, am Anfang ist es noch ein bisschen unübersichtlich, da gibt es viele Gruppen, da werden auch noch einige dazukommen. Du kannst auch eine Gruppe machen, by the way. Wenn du merkst, du hast eine Gruppe, wo du merkst, das könnte jemand noch interessieren, dann mach eine Gruppe. Und mit diesen Tags kann man es ein bisschen sortieren. Zum Beispiel Groups, also Small Groups, Passion Groups oder Teams. So kann man sortieren. Oder man kann da oben suchen. Jetzt zum Beispiel, ja, 55 plus ist das oberste. Das müssen wir nicht mehr suchen, aber Staff könnte man es da suchen, dann würde man es finden. Das ist eine Einladung an dich und dein Team und deine Group und deine GVC-Crowd, so eine Gruppe zu machen und die nach Möglichkeit aufzutun, dass auch andere dazukommen können, wie es zum Beispiel hier im prominenten Beispiel vom 55 plus. Die können sich als Small Groups über das organisieren. Das Coole ist, man muss dann im Nummer austauschen und so weiter, sondern wer angemeldet ist, da bei dieser GVC-App, da ist der sichtbar über die GVC-App für die sich da hier angemeldet haben. So viel mal zu diesen Gruppen. Da gibt es noch vieles zu entdecken, da gibt es auch noch ein paar Eventualitäten und überhaupt und sowieso, aber das ist mal so die grundlegende Ausrichtung von diesem Gruppenmodul. Ja, überleg dir doch mal heute Abend, vielleicht gehst du mal rein in das App und schaust mal die Gruppe durch, klickst dich mal rein, vielleicht eben ihr von der MyChurch, geht in die MyChurch-Gruppe, ihr könnt sogar dort schon etwas abstimmen fürs Homecamp, also geht unbedingt schauen. Aber ja, testet es doch mal aus, wählt eure Gruppe, bittet um Einlass, wo ihr wollt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr überall eingeladen werdet, aber bei allen offenen Gruppen sicher. Jetzt sind wir wieder auf dem Homescreen. Ich wiederhole nochmal schnell, die es schon wissen, können schnell geistliche Pause machen. Für den Rest, 3 Sachen sind wichtig darauf. Offizielle Kommunikation von der GVC Winterthur-Seite. Wenn du Gruppe beitreten bist, das wissen wir jetzt alle auswendig wie, dann kommen die Beiträge auf dieser Home-Seite und wenn du irgendetwas willst, bieten, veranstalten, das zeige ich dir jetzt gerade, wie das kommt auch auf dem. Das machst du nämlich, indem du da Plus drückst und dann siehst du all die Symbole, die du vorher da schon gesehen hast, ohne Erklärung, sind da mit Erklärung. Vielleicht hast du ein Buch, wo du findest, das müssen unbedingt alle von der GVC sehen. Dann machst du eine neue Empfehlung. Vielleicht kündigst du an, hey, ich mache heute Abend oder morgen Abend ein Volleyballturnier. Wer hat Lust zum Mitmachen? Oder ich treffe mich in der Body in einer Woche. Wer möchte kommen? Das mit Veranstaltung und Ankündigung, das könnt ihr dann selber nochmal genau nachlesen, was so kommt, aber ihr könnt die Sachen machen. Oder wenn ihr sagt, hey, in meinem Team bräuchte es noch jemanden, der am Grill stehen könnte, dann macht ihr doch mal so ein Mitarbeitergesuch. Ihr könnt die Sachen hier machen. Ich erkläre es euch jetzt nicht genauer im Detail, es ist ganz einfach, wenn ihr draufklickt. Es leitet euch durch. Aber da dürfen ihr Sachen reinposten, die wir alle, die auf der App sind, werden sehen. Wir machen gerade ein Beispiel, dass Sie sogar sehen oder könnt interagieren und draufgehen und dass man sich ein bisschen kennenlernen. Also, aber wie gesagt, ihr dürft eure Handys vornehmen. Die noch nicht ready sind, dürfen einfach zuschauen, das ist kein Problem. Bei mir surrt es ständig am Handgelenk, das heisst, ihr seid alle am Arbeiten, das ist gut. Ich habe es vergessen, die Notifikationen abzustellen, das ist ein bisschen blöd. Aber das kommt nachher noch, das Thema. Mhm. Wir sind in dieser Heilige Geist-Serie und es gibt eine Umfrage, die schon mit dem Newsletter gekommen ist, wo die Frage ist, hey, hast du Fragen zum Thema Heiliger Geist? Weil wir machen einen Podcast und es gibt die Möglichkeit, dort auf die eine oder andere Frage einzugehen. Und wir wollen ein bisschen spüren, hey, was sind da vielleicht für Fragen rum? Es gibt kein Versprechen, dass man jede Frage beantworten kann. Wir sind nicht unbedingt befähigt, alles zu beantworten, aber die Fragen mal aufnehmen, mal hören, mal bewegen. Jetzt ist das eigentlich perfekt, weil über die GVC-App kann man jetzt das eigentlich allen Leuten kundtun. Man kann jetzt hier eine Ankündigung machen. Ich mache jetzt das gerade. Eine Ankündigung. Die ist schon parat. Ich habe das vorher ausprobiert, das ist immer noch da, das speichert es offenbar. Das hilft mir natürlich, dann muss ich nicht alles selber reinschreiben. Mein Ziel ist, dass ihr alle hört, da gibt es eine Umfrage, die kann man ausfüllen und wenn du möchtest, kannst du da mitmachen. Ich gehe davon aus, ihr habt alle die GVC-App heruntergeladen, Notifications natürlich auf so laut, wie es irgendwie möglich ist. Und dann mache ich so einen Beitrag. Ich lade hier ein Bild auf, einfach weil es cool aussieht. Zufällig habe ich da das Heilige Geist-Bild. Spirit steht hier. Oh nein.
Jetzt ist es wieder weg. Ja, du bist angekommen, glaube ich. Nein, bin ich angekommen. Nein, man sollte nicht ankommen. Auch wir lernen noch. Okay. Wenn es wieder weg ist, lassen wir es sein. Gut. Dann hier der Titel, ganz einfach, und hier der Link. Wir könnten jetzt hier auch noch Texte schreiben. Ich erspare uns jetzt das. Und dann mache ich hier eine Ankündigung. Dann ploppt das auf, dass das da vorhanden ist. Dann ploppt das auch bei euch auf, wo die App installiert habt. Dann kann man da drauf gehen. Und dann drücken wir bitte auch immer «Gefällt mir», oder? Ich finde das grossartig. Einer Person gefällt es, das Big. Schön. Schau jetzt, es geht, es funktioniert. Ja, mal, es kommt schon. Ja. So funktioniert es. Das ist alles. Da könnt ihr etwas hineinschreiben. Nicht eure Frage müsst ihr hier hineinschreiben. Hier ist es anonym. So funktioniert es. Es ist extrem simpel. Wenn du merkst, du hast einen Blödsinn hineingeschrieben oder möchtest du sagen, ein Bild, dann gehst du da drauf, du es verändern, du Änderungen speichern. So funktioniert es. Wir alle können das. Es ist intuitiv und es geht schnell. Das ist so ein Praxisbeispiel. Wir sind immer noch dran, sehe ich gerade, das ist super. So sieht man, wie das läuft. Jetzt haben wir euch einiges gesagt. Und ich glaube, die einen von euch waren im Handy und haben einfach nicht so verstanden, was wir gesagt haben. Und Rina, was mache ich, wenn ich jetzt im Handy war, anstatt zugelassen habe? Das ist grossartig, dann hoffe ich nämlich, du hast das App heruntergeladen und du hast dich jetzt gerade eingeloggt. Ich glaube, das ist der erste Schritt, das App herunterladen und einloggen. Und dann kommst du eigentlich direkt auf dieser Hauptseite eine Erklärung über von dieser Community-Seite, also von dem Web, von der Organisation, besser gesagt, wo dir erklärt, wie haben sie das App gedacht. Und dann kannst du das mal durchlesen, ein bisschen reintauchen, weiterklicken und dann solltest du auf den Home-Bildschirm kommen oder den suchen und dort siehst du schön GVC-App-Anleitung. Also alles nochmal schön erklärt, auch erklärt, für was stehen die Sachen überhaupt, was kommt wo rein, wenn du irgendetwas möchtest posten, vielleicht auch mal später. Die Anleitung wird noch so ein Moment bleiben und soll dir dienen, dass du weißt, wie du dich in dem App durchschlagen kannst. Jetzt aber, wenn ich mir da nicht so sicher bin, was mit meinen Daten passiert, also was ist mit denen, wo sind die? Also kann die dann irgendjemand klauen und alle haben meine Handynummer und Mailadresse und alles? Oder? Wem ist Datenschutz wichtig? Das ist ein bisschen wenig hängen. Mir ist Datenschutz sehr wichtig, es ist aber auch horrend kompliziert, ich muss wirklich sagen, ich bin masslos überfordert. Aber es gibt gescheite Menschen, die Bücher geschrieben haben über Datenschutz und die haben sich auch mit dem hier beschäftigt. Und was wichtig ist, die App, das ist die GVC-App. Hinten dran ist eine Firma, das ist Comuni AG. Das ist eine deutsche Firma, die das entwickelt hat, speziell für Kirchen und so Communities, wie wir es eben sind. Und das ist DSGVO-konform. Das ist die neueste Datenschutzverordnung von Europa. Die ist noch ein bisschen strenger als die von der Schweiz. Aber Details würde ich euch ersparen und euch gerne darauf verweisen. Ihr könnt hier über da oben den Hamburger, oder? Über das gehen, dann geht ihr hier auf «Über» Information. Und dann gibt es hier, nebst ein paar Infos, Datenschutzerklärung. Das ist zum Lesen. Wer sich da zurechtfindet, tobt euch aus. Ich meine, wenn ihr Fragen habt, kommt darauf zu. Wenn das da hinten findet, ist auch gut. Wir geben wirklich viel darauf, dass das sicher ist, dass es konform ist und dass mir mit diesen Daten nicht irgendetwas passiert, was nicht gut ist. Was aber noch interessiert ist, wo liegen die Daten? Die Daten liegen bei Comuni in Deutschland, in Würzburg. Das steht auch in diesem langen Bericht hier. Also die Daten sind in Europa. Wenn du dich anmeldest, kannst du es auch durchlesen. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich kenne eigentlich niemanden. Aber natürlich gibst du dann die Erlaubnis, dass die anderen Nutzer von dieser App die auch sehen. Das ist auch der Sinn dieser Übung. Du kannst aber auch einstellen, auf deinem Konto kannst du mal ein bisschen durchklicken, was man von dir sieht und was nicht. Und du kannst das relativ streng einstellen, sodass man einfach den Namen sieht
und dass du aber sogar nicht mal in Suche auftauchst. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, aber was vor allem wichtig ist, das ist die neueste, also die aktuelle Datenschutzverordnung, mit der ist es konform. Nebst dem Datenschutz ist jetzt mir zum Beispiel wichtig, dass ich nicht zugespammt werde. Weil, wenn ich mir vorstelle, wir sind keine Ahnung, ein paar hundert, vielleicht 1000 Leute von GVC, und Kinder, die auch noch kommen, vielleicht 1500, oder? Und jeder postet sein Zeug drauf. Also ich will nicht 100 Nachrichten am Tag. Du willst nicht die ganze Zeit Ja, jetzt meine Uhr surrt ständig, ist absolut mühsam. Ich muss nachher gerade abstellen. Genau. Auch für das gibt es eine Lösung. Also man kann, wenn man will, zugespammt werden, dann darf man das und ist herzlich eingeladen. Man muss aber nicht. Da der Hinweis darauf, du kannst alles ausschalten. Herzliche Einladung, um das eingeschaltet zu lassen, was dich betrifft. Aber auch da wieder auf den Hamburger und auf Einstellungen findest du, bei Benachrichtigungen kannst du alles ein- und ausschalten. Also du kannst entscheiden, für was möchtest du benachrichtigt werden, also was willst du, dass aufploppt auf deinem Handy, was nicht. Keine Angst, wenn etwas nicht aufploppt, ist es gleich auf dem App. Also du kannst einfach auf die App klicken und dann nachlesen. Du bekommst einfach nicht Push-Benachrichtigung. Aber du kannst eigentlich alles ein- und ausschalten. Überleg dir doch auch da, stell doch mal das App für dich richtig ein, dass du fürs Richtige nicht gespammt wirst, aber fürs richtige Push-Benachrichtigung bekommst, aber einfach auch nicht zu viel auf deinem Handy hast, dass das App dich so richtig glücklich macht, weil du einfach die guten Sachen bekommst und den Rest kannst spülen. Ja, wenn ich aber alles ausschalten kann, also ganz ehrlich, muss ich mich dann überhaupt registrieren? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn du alles ausschaltest, ja, ich meine, dann, ich weiß nicht, dann hast du auch kein Interesse, oder? Nein, die Enden schauen ja regelmäßig drauf, das kann man machen, wie man will. Es ist ja so, man kommt auf die Community-App-Seite drauf, auf die GVC-App-Seite drauf und man kann dann alles schauen, was offiziell ist, auch auf unserer Webseite drauf ist. Also, so das da sieht man, dass heute ChurchNet ist, man kann die Anleitung lesen, so viel ich weiss, und vielleicht ein paar andere Sachen. Das findest du alles auf unserer Webseite. Wenn das dir reicht, dann musst du dich nicht registrieren. Also müssen ja sowieso nicht. Aber wenn du möchtest interagieren mit anderen Leuten, die drauf sind, wenn du möchtest Infos bekommen, die in dem Sinn deine Gruppe, dein Interessengebiet betrifft, dann kommst du nicht darum herum, dich anzumelden und zu registrieren. Weil so funktioniert es. Das ist auch so ein bisschen Datenschutz, dass wir eben nicht reinsehen, aber uns selber nicht müssen zeigen, sondern wer da drin ist, der zeigt sich und alle zeigen sich. Das ist auch eine gewisse Transparenz, die da mega wichtig ist. Also wir sind zusammen da drin und wir können zusammen Informationen austauschen. Ich verstehe, wenn das eine Hürde ist. Darum haben wir auch probiert, ein bisschen zu informieren, was das ist, was der Gedanke dahinter ist. Ich glaube, es ist eine riesige Chance für uns als grosse Kirche. Wir haben das ein paar Mal gehört in diesen Geschichten. Ja, wir sind eben schon eine grosse Kirche. Tatsächlich, es ist ja so. Und es ist ein riesiges Geschenk, aber es bringt Herausforderungen mit sich. Und ich lade euch ein, wenn das ist, was ihr machen könnt, dass andere teilhaben an dem Leben, das hier stattfindet, das zu machen, das auszuprobieren, euch zu registrieren und beizutragen, dass das da funktioniert. Weil, so grossartig die App ist, auch die funktioniert nur so gut, wie wir sie bedienen. Das ist bei allen technischen Hilfsmitteln so. Es geht um die Menschen dahinter. Also die App, das ist etwas Technisches, das ist cool, das ist faszinierend für die einen, langweilig für die anderen. Wenn wir sie füllen, wenn wir sie brauchen, dann darf etwas entstehen. Und dann glaube ich, dass wir noch mehr so Geschichten werden hören, wie wir es gehört haben. Also wenn das dich hindert, dann überlegst du dir. Und ich lade dich herzlich ein, dich einzuloggen, dich damit zu beschäftigen. Uns fragen, wenn du Unsicherheiten hast, damit du mit einem guten Gefühl da dabei sein kannst. Mir ist aber auch wichtig, wenn du sagst, nein, das ist für mich nichts. Die Infos, die wir im Moment rausgeben über die Bühne, oder über die Webseite, die sind nach wie vor verfügbar und du wirst nicht ausgeschlossen. Es ist nicht so, oh, du bist halt nicht da, dann kommst du nicht mit über. Also du bist immer noch herzlich willkommen. Wenn du dich zu jung oder zu alt fühlst, such jemanden Jüngeres oder Älteres, der dir hilft. Zusammen schaffen wir das.